Ja, spannende Runde. Herr Wowereit, gehen wir direkt in die Vollen. Ihre Prognose, wann eröffnet denn nun der Flughafen Berlin-Brandenburg? Können Sie sich da heute festlegen? Na, vielleicht nicht auf den Tag genau, aber schon so 2011. Wir haben 2012. Richtig, weiß ich, war nur ein Test. Ja, dann sage ich mal 2013 oder 2014, vielleicht auch 2019 oder 21, das ist meine Glückszahl. Vielleicht wird bis dahin aber auch irgendwo ein anderer Flughafen fertig, den wir dann mitbenutzen können, nicht wahr? Es muss ja nicht zwingend Berlin oder Brandenburg sein. Wir sollten uns da bezüglich des Standorts gar keinen Druck machen. Geflogen wird immer. Ja? Und ich sage nur, alles kann, nichts muss, Herr Land. Verstehe. Nun, wann auch immer, wo auch immer, wie viel wird der Bau des Großflughafens denn nun insgesamt so kosten? Muss ich schätzen, ich denke mal so 3 Millionen. Das ist doch totaler Mist. Ja gut, dann sag ich halt 187.000 Millionen Oktillionen Milliarden. Die Zahl gibt's überhaupt nicht. Ja doch, das finde ich aber schon. Sie wollten ja eine konkrete Antwort haben. Sie sind überhaupt so pampig und kritisch, Herr Lanz, heute. Also wenn ich das sage, dann gibt's die Scheißzahl auch. Aber wenn ich behaupte, das kostet weit über eine Oktillion Euro, dann stimmt das auch, klar? Okay, aber was ist, wenn sich diese Einschätzungen, ich sag mal 2013 im Januar wieder in nichts auflösen und Sie merken, der Flughafen hat kein warmes Wasser und Sie haben als Aufsichtsratsvorsitzender völlig versagt? Ja, dann macht's halt der Platzek. Aha, ja, ist denn der Matthias Platzek jetzt wesentlich besser? Also ist der kompetenter als Sie? Nee. Aber ich bin die Scheiße los dann. Letzte Frage, Herr Wowereit. Wie darf man sich das vorstellen? Sollte nichts, also auch wirklich gar nichts, ja? Überhaupt nichts. Also nada, null, rien, zero, quasi absolut nothing, ja? Nothing von dem eintreffen, was Sie uns heute hier erzählt haben. Treten Sie dann als Bürgermeister zurück? Wirklich köstlich, Herr Land.